Herzlich willkommen dort zur zweiten Folge bei Retrocache Pokémon Snap auf Schweizer Let's Plays auf Schweizerdeutsch, und wir hätten ja den Schnupperkurs erfolgreich beendet in der letzten Folge, und eigentlich hätte ich gehofft, dass ich ein bisschen regelmäßiger komme zum Folgen machen, aber wir hätten jetzt die Woche Zeit nicht gelangen, darum ist es halt so, wie es immer ist. Es gibt auch regulär da das Sonntagsvideo und wir dürften uns wahrscheinlich die Strecke nochmal anschauen, vermute ich mal. Nach dem Dialog, wo jetzt da in dem Fall noch kommt. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit den ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt handelt es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein können. Ja. Das erklärt irgendwie gar nichts. Yep. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Kesha wieder die einzelnen Schritte erklären? Ja. Wird erledigt. Dann zück mal deine Kamera. Okay, also, die Erklärung in der Einführung, bla bla bla. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drücke einfach X. Versuch's mal. Hast du gesehen, dass der Name des Pokémons angezeigt wurde? Und hast du das Fragezeichen-Symbol bemerkt? Das bedeutet, dass du dir etwas näher ansehen kannst. Bewege zuerst den Cursor auf das Fragezeichen. Der Cursor hat seine Form verändert, nicht wahr? Wenn das passiert, musst du X drücken. Musst du X gedrückt halten, um eine Analyse durchzuführen. Los, probier's mal. Das Neoron, dieses Gefährt ist unerlässlich für die Pokémon-Forschung. Genau so, jetzt siehst du das Ergebnis der Analyse. Da fällt mir ein, der Name Neoron soll sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unten am Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Okay, also wenn unten in der Mitte das Symbol kommt. Wenn du es siehst, nutze die Scan-Funktion und untersuche deine Umgebung. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Eine coole Sache solltest du noch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte es fürs Erste gewesen sein. Ich glaube, ich habe es perfekt erklärt, Professor. Thank you. Danke, Rita. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen, also setz sie oft ein. Also hätten wir eine neue Funktion auch noch bekommen. Und das sollte uns helfen, wahrscheinlich um ein paar bessere Fotos zu machen, die ein bisschen ein höheres Score geben. Dann hätten wir da mal die Insel. Ja, dieser grüne Park ist der natürliche Lebensraum vieler Pokémon. Ja, den dürften wir uns halt nochmal anschauen. Den haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen, aber wir sind ja immer noch im Level 1, wie wir da sehen, und 612 Punkte fehlen uns noch, dass wir ein Level weiterkommen in dem Park, was das auch immer heissen mag, denn. Aber das werden wir ja herausfinden, entweder noch in dieser Folge oder in der nächsten Folge, also. Gehen wir einfach los. Ich habe natürlich auch in der Zwischenzeit ein bisschen mehr gespielt. Auf dem
einem anderen Speicherstand. Aber so viel weiter bin ich auch nicht als sie da bin und wenn dann einfach mal schauen, wann man alles herausfindet oder halt eben nicht. Und gibt es ja noch ein paar Viertel mehr. Also, wenn ich Pokémon nicht so vorlese, ist da eigentlich der Grund, weil bei mir ist... Oh, das Scanfuchs sowieso da nutzen. Gut, da hat es etwas. Ja. Da liegen geröstete Früchte. Wer hat dieses Werk? War das Werk eines Pokémons? Oh. Das ist gerade ein Pokémon an uns vorbeigeflogen, wo wir verpasst haben. He? Da hat man einen Kristallblume. Also mit der Pokémon haben wir sicher ja verpasst noch, wo wir hätte können fotografieren. Also die reagieren da auch schon auf den... Da noch irgendwo etwas, ich sehe gerade nichts. Reagiert auf uns. Ein Wunder, keine Ahnung, ob da irgendetwas Gutes dabei ist. Jetzt haben wir noch 7 Fotos. Hm? So, dann hätten wir da die erste Welt eigentlich schon fast wieder gesehen. Dann machen wir das letzte Viertel auch noch, dann sind wir gerade fertig für die Runde. Willkommen zurück. Hast du neue Entdeckungen gemacht? Ja, falsche Stimme, egal. Oh, da etwas gibt's da, hä? Da haben wir Sterne 1 und Sterne 2. Da haben wir Sterne 1. Ich glaube, das ist Kreis auch viel besser, aber egal, den Bodri. Sterne 1 vor allem. Oh, Sterne 2 jetzt auch nur. Scheinbar da. Und nochmal eins. Da wäre auch noch Sterne 2. Da ist der Blick, glaube ich, ein bisschen besser.
Da haben wir auch Sternli 2. Da ist auch Sternli 2, wieso auch immer. Kann wieso gleich sein. Da ist auch ein Sternli 2 Bild geworden. Oder auch da auslesen. Da hat es auch Sternli 2 Bild gegeben. Sternli 1 Bild. Da gibt es auch noch Sternli 2 Bild. Also mit der Scan-Funktion haben wir da durchaus schauen, dass Pokémon ein bisschen mehr beunruhigen, dass es eigentlich quasi ein Sternli 2 Bild gibt in dem Fall. Dass wir einfach ein bisschen eine andere Pose haben. Da hätten wir schon Sternli 2 Bild. Schade. Da ist vor allem ein Sternli 1 Bild fehlen. Da haben wir Sternli 3 Bild und da haben wir auch Sternli 1 Bild, aber das sind irgendwie alle nicht so gut. Ja. Ich will die mal zeigen und bewerten lassen. Dann wollen wir mal sehen. A new discovery. Nice work. Also Sternli 2 das erste Mal, darum gibt es da ein paar Punkte. Nice work. Da ist theoretisch ein bisschen besser, aber nicht so ein Haufen. Dann geht es sicher noch besser. Perfect timing. Das ist ein gutes Bild. Über 4000. Nice work. Das ist Sternli 2, das ist wenigstens ein neues, aber nicht so viele Punkte. Nice work. Nice work. Da ist auch Sternli 2 ist auch neu, aber ist auch unter 4000, ist nicht so schön. Great Jetzt timing. hofft, dass es ein bisschen besser wird, da gibt es vielleicht einen 4000er. Ja, nicht ganz. Schade. Nice work. Ist ein bisschen besser geworden, aber ist immer noch kein 4000er, schade. Und da haben wir noch 2 Sterne. Ist auch kein 4000 geworden, ist auch schade. Nice work. Den haben wir ein bisschen steigern, aber der ist sogar noch nicht einmal auf 3000 oben, also ist auch nicht so das Wahre. Nice work. Carpador ist schlechter, also müssen wir das alte behalten. Perfect timing. Da ist wenigstens ein 4000er geworden. Immerhin, immerhin. Und Florges, oder irgendwie so. Ist es 2 Sternli, ist nice. Ist auch schön. Den Erfahrungslevel, also einer müsste uns 2 erreichen im Jahr. Levelaufstieg, was auch immer das bedeuten mag. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Ah, Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Okay, nein, speichern wird die eigentlich nicht, von dem her ist gut, und wenn wir uns anhören, wenn er uns da zu sagen hat. Also die Kommentare nicht vorlesen, ich habe keine Lust drauf, ehrlich gesagt, weil die kommen mehr oder weniger auch immer wieder. hello. Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Anyway, Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal nachts anschaust. here's the thing. In Lentil tritt manchmal ein besonderes Leuchten auf. Das wird das Lumina-Phänomen nennen. Speaking of, Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt, stimmt's, Professor? Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen.
Meinst du die Lumina-Pokémon? Ich dachte, die wären nur erfunden. No. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch das Foto in den Lentil Chronicle von Captain Vince gesehen, oder? What? Auf denen kann man ja kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. All right now. Nun ja, das können wir ein andermal besprechen. Right? Ja, erstmal viel Spaß bei deiner nächtlichen Expedition. Ja, in dem Fall dürfen wir uns die Strecke mal noch bei Nacht anschauen, so wie das aussieht. Und da haben sich die Entwickler natürlich das Leben auch ein bisschen einfacher gemacht, weil... Ja gut, kommt jetzt darauf an, ob es die gleiche Strecke ist oder nicht. Und wenn es die gleiche Strecke einfach bei Nacht ist, dann hat man sich da natürlich können ein bisschen retterlehnen und einfach müssen ein paar Sachen ein bisschen abändern von der gleichen Strecke. Und hat dann quasi wie eine zweite Strecke geschenkt bekommen beim Programmieren. Ja. Ist natürlich trotzdem eine coole Sache, finde ich. Also darf man, ist ja auch legitim, darf man machen. Also, wie schon in der letzten Folge gesagt, das Spiel sieht ja eigentlich wirklich ziemlich gut aus. You might get to see a whole new side of Pokemon at night. Ja, da denke ich auch, da kann durchaus sein, dass wir ein paar neue Pokémon werden entdecken bei Nacht. Wäre ja auch schön, wenn es mal noch ein bisschen etwas anderes gibt, ja. Jetzt da noch irgendwo etwas rum. Sieht jetzt so aus. Und da. Noch nicht viel Schlaues. Da. Ja, ich denke auch, dass da ein gutes Foto geworden ist. Da ist der Tangolos. So ist nun Tanga. Oder wieso heißt es denn du so? Das ist auch etwas Neues, das haben wir auch noch nicht bis jetzt. Hm? Oh, das Raufbild. War noch nicht. Da sehen wir aber nicht viel von dem Pinsir. Hm? Einmal jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Ui, was sind denn da? Für riesige Eidechsen, was sind denn das? Keltor. Der Name. Keine Ahnung, wie man da ausspricht. Also lasse ich es lieber hocken, weil ich werde sicher sonst falsch sagen. Jetzt noch hier etwas. Und da kommt noch etwas daher. Oh, Taubos. Irgendwann etwas übersehen. Vielleicht. Oh. Oh, das Pinsir haben wir dafür verpasst, hä? Schade. Irgendwie Spezielles, hä? Oh, mal! Ich muss hinterher schauen. Wäre vielleicht noch gut gewesen und... so noch Schönes vielleicht.
Hey, do you copy? We just picked up this energy reading near you. The professor's busy trying to make sense of the data. Let's ask him about it when you get back. Okay. Ja, wenn ich das Fotos voll machen, jetzt da theoretisch noch, aber... Ja, hat ein paar neue Pokémon da gehabt. Macht natürlich Spaß so, ist natürlich schön zum Schauen. Und dann... Es gibt einiges, worüber ich mit dir mal sprechen möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ja, wir haben einen wahrscheinlich, du wisst zuerst mal das Zeug da anschauen. Was ist denn da? Ist Hoplo. Hoplo haben wir. Bild 1, Bild 2. 3 Sterne, 2 Sterne. Ja, nehmen wir das. Ja, da wird nichts Schlaues sein im Jahr. Da jetzt noch Bild, das sind alles Bild 2. Ja. Da ist da fast am schönsten. Oh, Bild 3. Sterne 3. Zwar von hinten. Aber wenn wir schon Sterne 3 haben, dann nehmen wir doch am besten eher selber. Oder da jetzt noch neu. Der ist wahrscheinlich fast am schönsten in der Mitte. Von der Positionierung her. Da haben wir Kreis. Wieder Stern 1 und Stern 2. Sternli 2, der ist wahrscheinlich schön noch in der Mitte. Da haben wir Sternli 2. Sternli 1. Der ist schön drauf, nicht? Was sehen wir jetzt denn? Sternli 2 Taubos nehmen wir natürlich auch. Den da nehmen wir auch. Auch so. Ja, also wenn der. Und dann ein Pichu. Schlafende Pichu, 1 Sterne. Da auch schlafend. Da gibt es wahrscheinlich noch ein schönes. Und der ist, glaube ich, ziemlich groß. Ich glaube, wir nehmen den. Dann gehen wir doch zur Bewertung. Ach, Nacht. Okay, werfen wir einen Blick auf deine Fotos. Das Hoplo. A new discovery. Ja, neue Entdeckung. Und das 4000er, das ist doch schön, das habe ich gern. Nice work. Das ist nicht so gut, ich denke. Ist schlechter. Nice work. Ja, ist sie perfekt. Positionierung nicht ganz, aber schön. 4000er. Nehmen wir doch. A new discovery. Nice work. Los. Gleich 3000, ja, nicht schlecht. Obwohl es von hinten ist. A new discovery. Schon neu. Kramux, oder wie? Ja. Leider nicht ganz das 4000er. Schade. Das Raupi haben wir auch noch. A new discovery. Nice work. Ja, Raupi ist jetzt gerade noch eines von den Pokémon, die ich kenne, weil die sind in der ersten Generation vorgekommen und die erste und zweite Generation, die haben noch so halbwegs gespielt, Pokémon-Spiel, und alles was nachher gekommen ist, halt nicht mehr so groß. Und mit den neuen Pokémon habe ich schon ziemlich Mühe. Die nehmen vor allem auch drauf. Ja, Nostalgiefaktor steht halt nicht um, die alten, die kenne ich halt noch, und die neueren, da war da, also es war Bribi, kenne ich, sagt man gar nicht. Hat auch ein bisschen 4000 geworden. A new discovery. Nice work. Ist auch kein 4000 geworden, ist ja schade. A new discovery. Ja, sind irgendwie fast alles neue Entdeckungen auf der Strecke, oder? Beim ersten Mal.
A new discovery. Ja, Nice work. auch kein 4000er leider. Nice work. Ah, das ist gut für die Größe, da könnte es, ja, fast ein 5000er, 101 Punkte fehlen. Schade, aber gefällt mir auch. Schönes Foto, finde ich. Nice work. Nicht mal das Pichu, Sterne 1 haben wir auch noch nicht gehabt bis jetzt. 4000er, das ist mal gut. Gefällt mir. Nice work. Da gibt auch knapp 4000er, ist doch schön. Und da wird natürlich massiv besser, nehme ich mal an. Ja. Ja. Oder was da gibt, wenn man das Level 1 gerade schon meistert oder nicht, von den Punkten her. Also schön. Knapp sind wir auch schon auf Level 2. Oh. Du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach der kleinsten Veränderung offen. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Ja, wird eigentlich noch nicht verstauen, ist gut, danke. Ja, ich weiß noch nicht, ob Fotos aufladen und liken und ein bisschen verzieren und alles und so, aber ja. Das ist nicht meine Welt, ich will einfach spielen, ein bisschen durchspielen und dann in alte Erinnerungen schwelgen. Interessant. Something incredible has happened. Es ist etwas Unglaubliches passiert. Take a look Schau at dir this. das an. Here's the thing. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Also, Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur reiner Zufall. Daher wäre es am besten, wenn du dir den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. What? Was? Ich will auch mit! Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Riet. alright. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Ja, also, da haben wir da einen schönen Cliffhanger zum Einbauen. Somit vielen Dank, dass ihr dabei gewesen bei dieser Folge und wir werden in der nächsten Folge dann da dieser Energiequelle mal ein bisschen näher auf den Grund gehen. Somit, man hört sich.